Hallo Leute, ich bin's nochmal und ich wollte noch ein kleines Let's Play zu meinem Champion zeigen. Einmal, wie es so ist, ihn zu spielen, was man alles machen kann. Ich werde dafür nicht meinen Champion nehmen, den ich normalerweise in der Aufnahme habe, sondern ich werde meinen eigenen, den ich schon fertig habe. Auf Level 70, na gut, ist noch nicht ganz fertig. Auf jeden Fall werde ich erstmal euch jetzt zeigen, was man da alles machen kann. Und zwar, wir gehen auf tiefer Schacht. Wahnsinn. Machen wir erstmal los. So. Und zwar gibt es ja halt ganz viele verschiedene Sachen, wie ihr auch wisst. Und ja, wie man bauen kann, was man alles machen kann mit denen, werde ich jetzt mal kurz zeigen, falls manche nicht wissen, was man mit dem machen kann. Ich war am Anfang auf jeden Fall sehr schlecht mit ihm, weil ich einfach nichts kapiert habe, wie man umgeht. Und ja, deswegen wollte ich jetzt ein kleines Tutorial zeigen, wie man ihn spielt, was man alles machen kann. Hatte ich auch schon mehrmals gesagt. Auf jeden Fall erstmal jetzt so. Wie ihr seht, hier, ach Mist, geht nicht. Auf jeden Fall hier unten, das Grüne mit 16 von 60 sind halt die Leben, die Abwehreinheiten. Leben, wie komme ich auf Leben? Auf jeden Fall Abwehreinheiten, die ich selber habe. Und ja, der Hero, also der Champion selber, ist ziemlich stark. Seine Türme auf jeden Fall. Und ja, wenn man ihn gut spielen kann, gute Items hat, dann bringt er auch wirklich Spaß. Vor allem auch wenn man neu anfängt, habt ihr ja gesehen, die haben zwar ziemlich wenig Leben, sind aber ziemlich stark. Auf jeder Seite brauche ich mal wieder 4. Ich wollte das jetzt auch nicht zu lang machen. Ich dachte mir so 10 Minuten, um euch einmal zu demonstrieren, was man alles machen kann. Nicht wundern, dass das Grün angezeigt wird. Ich habe noch keine Rüstung für den. Ja, achso, jetzt kann ich euch noch zeigen. Einmal. Verklickt. So, hier, jetzt kann ich noch einen Ort beschwören. Der ist eigentlich gut zum Verteidigen. So. Der schlägt die dann zusammen. Ich muss einmal kurz gucken, wie lange die Aufnahme geht schon. Ja, okay. Auf jeden Fall. Für die den jetzt nicht erschießen. So, das ist halt der Overlord-Modus. Ich schicke den mal hier hin. Damit er auch was zu tun hat. So. Passt schon. Also nicht wundern, dass das jetzt ein bisschen hakt. Ich bin gerade noch dabei, Video hochzuladen. So, dann gibt es noch den Magic Minion. Der repariert und greift auch an. Also die Türme. Also die Türme repariert er. Und ja, der ist auch ziemlich geil. Also das ist nichts anderes, also die machen das gleiche wie auch die normalen, die kleinen hier oder die Bogenschützen. Hier, mein Tier tötet die gerade alle. Auf jeden Fall, so mal gucken, wann ich das nächste bauen kann. Das nächste müsste ein Sprinter sein. Oder Ninja. Dunkelelf-Krieger, glaube ich heißt der. Auf jeden Fall kann ich jetzt 2 Stück bauen. Gebe ich auf 6. Ich kann sogar schnell einen Oger bauen. Ich glaube, dann bauen wir nächste Welle. Also, dass das jetzt ein bisschen leckt. Ich bin halt noch dabei, ein anderes Video hochzuladen. Und ja. Das sind die Warrior Minions. So. Ganz sexy.
Ich will jetzt auch das Tutorial nicht zu lange machen. Ich will halt nur einmal kurz zeigen, wie der so, ja, ich wiederhole mich. So, also das Wichtigste für ihn ist auf jeden Fall ein Tier, was angreift. Und, ach so, ja, er kann 2 Tiere tragen, aber keine Waffen. Also das wisst ihr ja alles schon. Jetzt verkaufe ich einmal kurz den Minion und den hier. Dann baue ich ein Oger. So, ein Oger. Tada. Und was der macht, werdet ihr dann wahrscheinlich gleich sehen. Ja. Ach, kacke. Ich muss einmal kurz noch in den Overlap-Modus. Der Oger steht zu nah. So. Ja, der ist auf jeden Fall sehr stark. So, ja. Ich habe auf Tempo gespielt, deswegen sind die auch etwas schneller. Das werden wir wahrscheinlich im Let's Play auch noch ein paar Mal machen. Auf jeden Fall meine Abwehreinheiten. Ah, jetzt kommt was. Hier, die Abwehreinheiten. 53 von 60. Das war auch schon die letzte Welle. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Let's Play und tschüss.